Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, wir haben ja jetzt schon 24 Stunden hinter uns, seitdem die Gerüchteküche brodelt. Jetzt ist es offiziell. Julian Nagelsmann ist kein Trainer mehr bei uns und neuer Trainer wird Thomas Tuchel werden. Aber wir werden uns dazu mal eben kurz die Mitteilung reinballern und dann werde ich da mal meine Meinung zu sagen. Also, das kam gerade raus. Ihr seht 17:45 Uhr. Wir haben jetzt 18:13 Uhr, also brandaktuell. Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kam der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Heiner. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. Tuchel erhält einen Vertrag bis 30.06.2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten. Die Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Topmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrot freigestellt. Oliver Kahn. Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten. Und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen. Julian teilt unseren Anspruch, erfolgreichen und attraktiven Fußball zu spielen. Nun sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders trotz der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr zunehmend seltener gezeigt hat. Nach der WM haben wir immer wieder erfolgreich und attraktiv gespielt. Die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt. Aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert. Persönlich und im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Julian und seinem Trainerteam bedanken und allen viel Glück für die Zukunft wünschen. Hasan Salihamidzic. Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlicher Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft, speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison, haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute. Ja. Wer Thomas Tuchel ist, denke ich, muss ich nicht vorstellen, wa? Ja. Erstmal, der Zeitpunkt ist für mich schon überraschend, ja. Dass der Trainerwechsel kommen würde, ja, keine Ahnung, haben wir schon vor 4-5 Wochen in den Kommentaren diskutiert. Ja, und man muss einfach mal fairerweise sagen, nach 1,5 Jahren völliger Unkonstanz ist das dann einfach so beim FC Bayern. Ja, ich war auch angetan vom Nagelsmann, als er zu uns kam. Aber Nagelsmann hat nicht einmal seinen Stiefel durchgedrückt. Nicht ein einziges Mal. Ja, das habe ich von Anfang an kritisiert, habe ich immer wieder in meinen Analysen kritisiert. Immer wieder hat er Aussagen getätigt wie, ja, ich habe das mit der Mannschaft besprochen und die Führungsspieler waren nicht dafür und deswegen spielen wir jetzt wieder die Viererkette. I don't know. Alter, er ist der Coach. Ja, klar, er ist ein junger Coach und da fehlt vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung, da mit solchen Stars umzugehen oder solchen Stars dann halt auch Einhalt zu gebieten. Meine persönliche Meinung oder meine persönliche Wahrnehmung ist immer so, er hat es versucht, allen recht zu machen. Ja? Und hat sich auch von allen reinquatschen lassen. Ob es ein Brazzo ist, ich glaube, Olli können wir da mal außen vor lassen, aber ich denke mal gerade, so ein Brazzo hat da am Anfang auch viel mit reingewirkt. Und dann alle jegliche Führungsspieler, ja. Also jegliche Führungsspieler nehmen da Einfluss und ja, es sind Spieler. Ja, der Trainer ist halt der Verantwortliche. Und ja, wenn man es nüchtern betrachtet, ist es ein bisschen unfair, jetzt den Nagelsmann rauszuwerfen. Man hätte eher 5-6 Spieler rauswerfen müssen. Kann man aber nicht, weil allein auf das Kapital, was man dadurch verlieren würde, kann man nicht verzichten. Punkt. Das ist einfach das Traurige in diesem Geschäft. Das schwächste Glied muss gehen und das ist nun mal der Trainer. Wie gesagt, mich persönlich hat dieser Zeitpunkt auf jeden Fall überrascht. Ich hätte das schon vor einigen Wochen gedacht. Oder dann jetzt nach dem Spiel gegen Dortmund, weil ich glaube nicht, dass wir das Spiel positiv bestritten hätten. Ob jetzt ein Tuchel in der kurzen Zeit da groß Einfluss nehmen kann, wo die meisten Spieler eh nicht da sind, wage ich auch zu bezweifeln. Wird man sehen. Ich denke aber auch, das war der Hintergedanke daran, weil sind wir ehrlich, wenn wir das Spiel gegen Dortmund verlieren, sieht das ganz schlecht aus mit der Meisterschaft, weil Dortmund ist super konstant in der Rückrunde. Und wir sind super unkonstant. Guckt euch an, wo wir Punkte liegen lassen haben. Also das ist eine Frechheit. Und wenn man dann sieht, wie die Leistungen waren,
denke ich auch, dass das der Grund ist, ja. Weil man hat schon als Zuschauer den Eindruck gehabt, dass ein Großteil der Spieler nicht wirklich für den Trainer spielen möchte. Ja, das hört sich jetzt hart an, aber ja, wie soll man sonst so ein komplettes mannschaftliches Versagen teilweise erklären? Ja? Wo dann wirklich nur 1, 2 Spieler irgendwie vernünftig Leistung gebracht haben. Also von daher, ja, man kann es nachvollziehen, wir sind beim FC Bayern, jetzt kommen ja die ganzen, ja, nee, kannst du nicht bringen und unfair und bla und Sülz. Leute, wir sind beim FC Bayern, da zählt die Leistung, ne? Punkt. Da zählt am Ende des Tages nicht, ob du ein netter Typ bist, ob du dich von 20.000 Leuten reinquatschen lässt oder ob du das nicht tust. Es zählt einfach die Leistung. Ja, und die Leistung war letztes Jahr katastrophal in der Champions League. Dieses Jahr ist sie katastrophal in der Rückrunde der Bundesliga, dafür in der Champions League gut. Das ist nicht der Anspruch unseres Vereins. Und Julian Nagelsmann hat einen schlechteren Punkteschnitt wie ein Robert Kovac. Und ja, wir haben alle erlebt, was mit dem Kovac passiert ist. Ich bin auch der Meinung, dass man den Spielern Einhalt gebieten muss. Ja. Also da bin ich ganz bei euch, finde ich auch sehr kritisch. Das fand ich auch sehr kritisch beim Kovac schon. Aber wie ich gerade schon sagte, das Problem ist dann, ja, du kannst nicht auf das Kapital verzichten. Ja. Oder man müsste halt die Eier haben und wirklich sagen, so wie es ja erstmal kommuniziert wurde, also das ist ein Punkt, den wir der Führung auf jeden Fall ankreiden können, ja, dass man sich da hinstellt und sagt, das ist unser Trainer, man steckt da 25 Millionen rein, gibt denen einen 5-Jahres-Vertrag mit, was weiß ich, wie hohen Abfindungen, und was meines Erachtens völliger Schwachsinn ist. Haben wir beim FC Bayern so noch nie gemacht, dass wir den Trainer gleich auf 5 Jahre verpflichten, aber wahrscheinlich war das eine Bedingung, dass er überhaupt gewechselt ist. Ja. Aber dann hättest du jetzt irgendwie sagen müssen, ja, wir verzichten jetzt irgendwie mal zumindest eine Saison auf Titel und werden zusehen, dass die Spieler, die da querschießen, dass wir die am Ende der Saison loswerden und neue Spieler verpflichten. So, das wäre die Alternative gewesen zu der Trainerentlassung, die jetzt gekommen ist. Die Trainerentlassung ist immer der leichte Weg, ja, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Auf der anderen Seite, es ist ein Tuchel auf dem Markt. Und dann, ja, kann man sich den Luxus vielleicht auch mal gönnen. Ja. Wäre jetzt kein Tuchel auf dem Markt, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen, weil da hättest du halt erstmal adäquaten Ersatz haben müssen. Und das wäre schwer geworden, erst recht so kurzfristig. Dass das Ganze schon länger am Brodeln war, denke ich, war uns allen klar, dass dann so Aussagen vor ein paar Tagen kommen, so dass unser Trainer Blasels ist das normale Fußballgeschäft, da muss sich jetzt keiner hinstellen, irgendwas von heuchlerisch erzählen oder sowas. Wenn der Reporter fragt, wie sieht's aus, stehen Sie hinterm Nagelsmann, dann stellt sich da kein Präsident oder Sportdirektor oder sonst was hin und sagt, ja, wir haben jetzt schon seit mehreren Wochen Zweifel, wir müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Das macht ja keiner, ist ja völliger Schwachsinn. Was erwartet man auf so eine Frage, ja? Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ne? Das ist genauso wie die ganzen Interviews mit den Fußballern, das ist alles nur dummes Gewäsch, das stellt sich ja niemand, will ich nicht sagen, fast keiner hin, der irgendwie mal die Wahrheit spricht. Also da muss sich jetzt keiner dran hochziehen. Ja, dann gibt's ja schon so tolle Kommentare wie, oh, ist ja super unfair gegen Nagelsmann und ich bin jetzt kein FC Bayern-Fan mehr und ich kann das nicht nachvollziehen, Blasels. Da kann ich nur sagen, jo, Uwe, hau rein, winke, winke. Da war man nie Bayern-Fan, ja. Jeder echte Bayern-Fan kennt das Geschäft bei uns. Ja, natürlich ist das jetzt keine menschlich super Aktion, aber wir sind im Leistungsbusiness. Wir sind beim FC Bayern, jetzt kommen wieder die Argumente. Ja, aber in der Champions League sind wir ja souverän durchgegangen. Ja, aber jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, es ist auch nicht immer so einfach, dann den Schalter wieder umzulegen. Und wenn man die Kabine verloren hat, was ja anscheinend der Fall war, ja, das erklärt halt auch diese Schwankungen, ja, was ich meine. Weil, na klar, auswärts lässt sich's leichter verlieren, ja, weil da hast du keine heimischen Fans, die dir richtig
Feuer geben, wenn du nicht die Leistung bringst, die du zu bringen hast. In der Champions League hat jeder noch so seinen Reiz als Spieler. Und ansonsten pimmelt man ein bisschen rum. Ja? Und so kam das halt die letzten Wochen ein bisschen rüber. Ob das jetzt alles so ist oder nicht, wissen wir eh nicht. Aber wenn der Trainer entlassen wird, können wir davon ausgehen, dass sich einige Spieler auf jeden Fall gegen den Trainer ausgesprochen haben. Ja? Und ja, da haben die Spieler definitiv zu viel Macht. Das ist aber in jedem Verein so. Da muss man jetzt nicht den FC Bayern irgendwie ans Kreuz nageln wollen oder sowas. So ist das Fußballgeschäft. Ja, ich habe noch keine Mannschaft oder keinen Verein gesehen, der gesagt hat, ach, wisst ihr, warte, wir hauen jetzt die halbe Mannschaft weg, der Trainer bleibt. Schon gar nicht, wenn man im oberen Tabellendrittel spielt. Das ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, das kann man machen, wenn man unten irgendwo rumdümpelt oder in der zweiten Liga rumdümpelt. Dann ist sowas mit Sicherheit möglich. Und klar wäre es ein Zeichen gewesen, wirklich sich intern auch hinzustellen und zu sagen, das ist unser Coach für die nächsten 3,5 Jahre, ja, weil er einen 5-Jahres-Vertrag hat. Und entweder ihr kommt mit ihm klar oder ihr müsst wechseln. So, das wäre eine Ansage an die Spieler gewesen. Und dann hätte man mal gucken können, was passiert. Ich weiß aber nicht, vielleicht gab es diese Ansage auch schon, I don't know, ich weiß es nicht, aber am Ende des Tages machen wir uns alle nichts vor, sitzen die Spieler am längeren Hebel. Das ist traurig, aber das ist einfach so. Ja, das ist das Fußballgeschäft. Ich persönlich bin eher enttäuscht vom Nagelsmann, ja, von unserer Führungsetage jetzt, ja, sei mal dahingestellt. Der Zeitpunkt ist dumm, keine Frage. Dass natürlich ein Brazzo nochmal jetzt wieder an Glaubwürdigkeit verloren hat, ist auch klar, weil Nagelsmann war sein Lebenswunsch, wenn man es so nennen möchte, ja, was da an Kohle reingebuttert wurde. Und ich bin mir auch sicher, dass er schon nach dem ersten Jahr weg gewesen wäre. Wenn es nicht so viel Kohle gewesen wäre und man nicht das Gesicht dadurch ein bisschen verliert als Führung mit Brazzo und Olli. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Weil beide müssen sich halt eingestehen, dass es einfach eine Fehleinschätzung von denen war. Dass er einfach beim FC Bayern nicht klargekommen ist. Warum, wieso, auch immer, sei mal dahingestellt. Fakt ist, er ist nicht klargekommen bei uns. Ja, wir haben mal eine gute Phase gehabt von 10, 12 Spielen. Ja, wenn es dann aber kippt und wenn man dann so unkonstant ist, wie wir es die letzten Wochen, Monate waren, habe ich auch schon gesagt, ja, am Ende ist der Trainer der Verantwortliche. Und dann am Ende muss der Trainer dafür sorgen, dass das nicht so ist. Und wenn man dann auch so manche komischen Entscheidungen sieht, wie ein Sané in Topform einfach auf eine andere Posi zu stellen und sagen, du spielst jetzt nie mehr auf dieser Position. Dasselbe mit Musiala, dem man jetzt sagte, auf der 10, ja, nee, da spielst du jetzt nicht mehr, da bist du zu gut. Du gehst jetzt halb links irgendwie hin, wo du kaum Einfluss aufs Spiel hast, damit ein Müller da rumdümpeln kann. I don't know, habe ich alles nicht verstanden. Dass ein Kimmich immer spielt, dass ein Kimmich jede Ecke schießt, ist völliger Schwachsinn. Ich hoffe, dass ein Tuchel da wenigstens mal die Eier zu hat, da mal Klartext zu reden und da vielleicht mal ein bisschen was zu verändern. Da bin ich sehr gespannt. Aber das sind alles Dinge, die muss sich ein Nagelsmann ankreiden lassen. Ja. Wie auch ideenlos wir bei Ecken sind, wie ideenlos wir bei Freistößen sind. Das ist ja ein Trauerspiel. Bei anderen Vereinen ist das eine Waffe. Und gerade in der Champions League, wenn es jetzt ich meine, gegen Paris war es auch schon so, dass man sich da nicht Chance auf Chance herausspielt, da sind dann solche Sachen wichtig. Ne? Ja, am Ende ist es irgendwo, Armutszeugnis möchte ich gar nicht sagen, muss man sich einfach eingestehen, dass das eine Fehleinschätzung war vom Olli und vom Brazzo, dass das natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden war, so einen Trainer zu holen. Ich will das gar nicht aufs Alter schieben, ja. Das will ich mal ganz außen vor lassen. Er ist hat lange genug Erfahrung im Jugendbereich und sonst wo gehabt. Aber dass man so einen unerfahrenen Trainer holt, was den Umgang mit Weltstars anbelangt, ja. Und was den Umgang und dieser Drucksituation bei so einem Verein wie dem FC Bayern zu sein. Ja, in Leipzig kannst du immer mal 2, 3 Spiele am Stück verlieren. Das interessiert keine Sau. Ja, da wird's intern auch ein bisschen rumoren. Aber in München wirst du dafür gefühlt ans Kreuz genagelt. Und das ist eine Sache, womit er nicht wirklich klargekommen ist. Und wie gesagt, der Umgang mit Weltstars muss man halt einfach lernen. Und das hat er auch nicht wirklich hingekriegt bei uns. Ja, er hat manchen zu viel Zucker im Arsch geblasen, meines Erachtens nach. Ja, und
I don't know. Guckt euch die Formkurven an von einzelnen Spielern. Da sagt schon einiges aus. Und ich habe mir Nagelsmann bei uns gewünscht, wo er kam. Einfach in dem Hinblick oder auch unter dem Gesichtspunkt, ja, wer soll auch Talente entwickeln, hin und her. Hat nicht einmal die Eier da gehabt, mal einen Gnabry rausziehen zu lassen oder mal einen Gnabry für 3 Spiele auf die Tribüne zu setzen. Dasselbe mit dem Sané, mit dem Müller. Da war nicht die Eier da, das klar zu kommunizieren. Da wurde immer bla, Sülz, Wischi-Waschi gelabert. Wie ich schon sagte, wurde in die Taktik vom Spielerrat reingelabert, vom Brazzo, und hast du nicht gesehen. Also, das kann nicht gehen. Ja, das kann nicht gehen. Und er hat sich da viel zu viel verstellt. Meines Erachtens nach. Was ich verstehen kann, wie gesagt, er ist unerfahren, was die Situation betrifft. So FC Bayern, sein Kindheitsclub, Verein, Wunsch, Lebensziel, und da will man natürlich nicht irgendwie sich das versauen, und vielleicht waren das alles auch Faktoren, ja. Aber ich habe das so oft angesprochen in den Videos, könnt ihr euch gerne mal nachgucken, wenn ihr wollt, dass der Nagelsmann einfach nicht der Nagelsmann ist. Dass der Nagelsmann einfach nicht seine Systeme durchdrückt, sondern sich immer wieder von irgendwelchen Spielern reinreden lässt, irgendwelche Spieler extra verhätschelt, betätschelt. Und das kannst du, das ist ja auch, was ich sagte, oder was ich lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, vor 2-3 Monaten gesagt habe. Es wird der Punkt kommen, an dem Spieler keinen Bock mehr haben, wenn sie sehen, dass immer Spieler spielen, die von der Leistung schlechter sind, als man selber ist. Ja, das kann nicht gut gehen. Und genau an dem Punkt sind wir angekommen, in dem dann Spieler reinkommen und auch keinen Bock mehr haben. Ne? Was dann trotz Reaktion ist, ja, kann man sagen, sind Profis, haben die nichts zu tun, bin ich ganz bei euch. Menschlich gesehen ist es aber so. Ja, menschlich gesehen ist das nachvollziehbar. Damit haken wir das Thema Nagelsmann mal ab. Ja, wie gesagt, ich habe mir viel mehr von ihm erhofft, viel mehr erwartet auch. Er hat nicht einmal zu sich selber gefunden bei uns. Ich weiß nicht, vielleicht lass mal ein paar Wochen, Monate ins Land gehen, dass sie mal einen neuen Club haben. Vielleicht wird er irgendwann da mal Tacheles reden, und ich denke, dann werden so Sachen kommen wie, er hat sich zu sehr beeinflussen lassen, war nicht sehr selber und so weiter. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Zumindest kommt es für mich als Außenstehender so rüber, oder kam es immer so rüber. Und ich habe es, wie gesagt, vor Monaten angeprangert, diese Sache von wegen, also die Führungsspieler diktieren ihm die Taktik, wie wir spielen. Also, dann hast du keinen Erfolg. Wenn du so, das hat er von Anfang an gemacht, das ist das Problem. Ja? Er kommt zum neuen Club, hat halt nicht die Erfahrung mit so Weltstars, wie gehe ich damit um, wie mache ich was, bla Sülz. Und dann kommen da so gestandene Spieler wie Neuer, wie Müller, wie Levi, und sagen, ja, was immer auf Trainer, ne? Wir müssen aber auf jeden Fall hier 3-5-2-1 spielen, weil alles andere haben wir keinen Bock, können wir nicht. Ja. So. Und dann wird das so gemacht, ja. Und dann versucht man mal irgendwie 2-3 Spiele mit Dreierkette zu spielen, was ich gar nicht so schlecht fand, wo wir gar nicht guten Fußball gespielt haben, dann irgendwann in der Hinrunde, und dann kommt auf einmal nach 3 Spielen so, ja, nee, ich habe mich mit den Führungsspielern unterhalten, und wir sind zu dem Entschluss gekommen, Dreierkette ist nichts für uns, wir werden wieder auf die Viererkette gehen. What the fuck? Er ist der Coach, Alter. Wenn er muss die Ansagen machen, und Punkt. So, und damit möchte ich das Thema schließen, ich wiederhole mich sonst nur, ja. Wie gesagt, meines Erachtens nach ist Nagelsmann selber schuld, dass er weg ist. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, eure Argumente von wegen, ja, muss die mal eine Chance geben, muss die mal Zeit geben, ist ein junger Trainer und man muss was aufbauen. Wir sind beim FC Bayern und nicht beim FC Schalke 04, Alter. Um das mal klar zu sagen, ja. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich verpflichte jetzt einen Trainer für 5 Jahre. Das war schon der erste Fehler überhaupt. Aber wie gesagt, da gehe ich nicht davon aus, dass das von FC Bayern Seite so gewollt war, sondern eher von der anderen Seite. Kannst du nicht bringen, ja. Du kannst dich nicht dahinstellen und sagen, ja, alles gut, wir gucken mal, wir bauen jetzt was auf, wir bauen den Kader mal die nächsten 3 Jahre um spielen mal nicht unbedingt um Titel mit und gucken mal, wie es dann weitergeht. Das geht bei uns einfach nicht. Da sind wir nicht der Verein für. Punkt. Ja. Um das mal ganz klar zu sagen. Und von daher, ja, ich würde das so abtun zum Thema Nagelsmann, falscher Zeitpunkt einfach. Ja.
Aber er hat bei uns mit Sicherheit eine Menge gelernt für den nächsten Verein, wo er hingeht. Ich denke, da wird er noch erfolgreicher sein, auch wenn es ein großer Club ist, weil er einfach bei uns mitnimmt, dass man sich halt nicht von jeder Seite da reinreden lassen sollte und mal auch gewiss Punkt mit Spielern umgehen muss. Ja, und von daher finde ich es völlig legitim, dass jetzt ein Tuchel da ist. Weil Tuchel ist für mich das genaue Gegenteil. Tuchel ist so ein bisschen Van Gaal-like. Ja, und das feiere ich, das mag ich. Genau sowas brauchen wir beim FC Bayern. Du brauchst entweder so ein Hitzfeld, Heinkes Flick-Typ, ja, der zu 100% auf die Mannschaft hört, wo die Mannschaft das komplette Sagen hat, was Taktik anbelangt, wer aufgestellt wird, wer Spieler ist, obwohl das im Hitzfeld nehmen wir da mal raus, aber es war auf jeden Fall beim Flick so, der einfach nur Moderator ist. Und der Flick war nur Moderator. Wir sehen das jetzt in der Nationalmannschaft, dass er als Trainer eine Nulpe ist. Ja, er ist einfach ein Moderator gewesen und hat die Mannschaft machen lassen. Und das hat den Erfolg gebracht. Da will ich in Heinkes und Hitzfeld noch mal ein bisschen rausnehmen. Die haben schon eine klare Spielidee, aber die konnten natürlich erstmal mit den gestandenen Spielern, die hatten halt Respekt vor dem. Vor allem vor dem Hitzfeld oder vom Heinkes hat jeder Respekt. Ja, die haben was erreicht, die waren wer. Das ist ja, was ich auch gesagt habe, wenn Nagelsmann kommt, wo er gekommen ist. Es wird interessant zu sehen sein, wenn sich so ein Mensch vor einem Neuer, vor einem Lewandowski hinstellt und sagt, wir machen das jetzt so und so. Ja, dass er vielleicht nicht ganz ernst genommen wird, wenn er noch keine Titel gewonnen hat, wenn er kein großer Fußballer war mit eigenen Erfolgen, ist halt schwierig dann, ja. Aber das wusste man, wo man ihn verpflichtet hat. Ja, das sind so die Themen. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden über Nagelsmann. Das sind halt alles die Sachen, die so gekommen sind, wie man sich hätte denken können. Auch wenn man es sich anders gewünscht hätte. Aber wie gesagt, damit machen wir das Thema mal zu und widmen uns mal dem Thema Tuchel. Viele sagen ja dann so, ja, der Tuchel macht jetzt ein Jahr und dann ist der verbrannt, dann ist der weg bei euch, da kommt er wieder nicht klar. Weil die Leute ihn immer so den Tuchel aus Dortmund sehen. Auch da fand ich den Tuchel gut, ja. Und er hat sich da nicht reinlabern lassen von einem Watzke, Zorg oder sonst wen. Hat da auch keine Rücksicht auf Namen genommen und so weiter. Nichtsdestotrotz sehen immer noch die Leute ihn so, wie er da war. Das ist er aber nicht mehr, ja. Er hat danach Paris trainiert, erfolgreich trainiert, danach Chelsea erfolgreich trainiert, die Champions League gewonnen. Der Tuchel ist nicht mehr derselbe wie in Dortmund. Ich würde mir wünschen, dass er noch derselbe ist. Ich denke auch, dass er nicht so seinen ganzen Charakterzug geändert hat. Ich denke schon, dass er immer noch so der Typ Arschloch ist, was ich persönlich feiere so ein bisschen, ja, aber das ist so ein sympathisches Arschloch, so wie es Van Gaal auch war, ja. Van Gaal hat auch die Mannschaft erreicht, aber hat sich sonst von niemanden, von der Presse, von irgendeinem Sportdirektor oder sonst irgendjemand reinreden lassen, hat sich vom Hoeneß nicht reinreden lassen, sondern hat den Kontra gegeben, hat gesagt, das ist mein Bereich, jetzt ist Schluss, da hast du nichts drin zu suchen. Und genau so einen brauchen wir in München. Wir brauchen nicht einen, der sich da von jedem reinquatschen lässt. Das haben wir gesehen, wie das endet. Und deswegen denke ich, dass der Tuchel zur jetzigen Situation der perfekte Trainer ist. Ob den so sein wird, werden wir sehen. Aber auch der Kovac war damals zu der Zeit der perfekte Trainer, hat sich dann aber auch schnell abgenutzt. Aber der Kovac war halt auch einer, der eher auf Arbeit den Nerv gelegt hat, auf Leistungsprinzip und nicht hier auf Erfolge von vor 10 Jahren, ne? Bei den Spielern. Und das wird sehr interessant zu sehen sein. Und also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tuchel sich da hinstellt und sich da irgendwie von irgendeinem Spielerrat oder von irgendeinem Bratzo oder von irgendeinem Olli irgendwie in irgendeine Taktik oder in irgendeine Aufstellung reden lässt. Ja, da ist er einfach nicht der Typ für. Was auch gut ist so. Sowas brauchen wir bei uns nicht. Das geht halt nicht gut. Von daher freue ich mich auf den Tuchel. Ich bin gespannt. Ich hätte ihn damals schon gerne bei uns gesehen. Das hat der Hoeneß ja verhindert, weil er nicht so mir tauglich ist, was ein Nagelsmann war. Wir haben gesehen, wenn nur Kuschelei ist und bringt das halt auch nichts. Ja, weil man halt einfach nicht
Der Nagelsmann hat, ganz kurz darauf nochmal zurückzukommen, was gerade im Kopf rumgeht, hat vielleicht den Fehler gemacht, er hätte einen auf Flick machen können. Er hätte sagen können, komm, ich lasse die Mannschaft machen, ich stelle mich hinten an und moderiere das alles ein bisschen. Das wäre vielleicht noch 1, 2 Jahre gut gelaufen, weiß man nicht, ja. Aber er hat halt versucht, das zu tun, aber gleichzeitig so ein bisschen seine Ideen durchzudrücken, wie mit der Dreierkette, was ich persönlich gut fand, und so weiter und so fort, ja. Und das hat ihn dann so ein bisschen, denke ich, das Genick gebrochen, dass man so versucht hat, so beides zu vereinen. Du musst als Trainer, entweder trittst du als Trainer auf, hier, ich bin der Trainer, hier, jetzt kommt ein Tuchel, ich war bei Paris, ich war bei Chelsea, ich habe die Champions League gewonnen, ihr braucht mir nichts erzählen, ich weiß, wie der Hase läuft. So, Punkt. Ja, das konnten Nagelsmann nicht machen, wie hätte er das verkaufen sollen. Deswegen denke ich schon, dass da jetzt eine andere Autorität an der Linie sein wird und wie gesagt, ich halte viel vom Tuchel, auch vom Tuchel sein Fußball, den er spielen lässt. Ich freue mich drauf. Ich weiß, viele können ihn nicht leiden. Ich konnte ihn schon in Dortmund leiden, ne? Auch schon in Mainz. Ja, ich freue mich, bin gespannt. Ich denke, es wird in den nächsten Monaten konstanter werden. Die Frage ist jetzt, inwieweit kurzfristig das irgendwas bringt. Ja, inwieweit das jetzt irgendwas für das Spiel gegen Dortmund bringt. Okay, ich meine, da sind wir immer motiviert, darum geht's nicht. Aber Dortmund hat eine starke Form. Danach spielen wir in Freiburg, das wird auch nicht viel einfacher. Ist schon ein schwieriger Einstieg jetzt. Inwieweit kann man jetzt Einfluss nehmen, aber Tuchel ist auch erfahren genug. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal so, die ersten 1, 2, 3 Spiele wird noch so ein bisschen die Übergangsphase sein, auch taktisch gesehen. Danach bin ich dann gespannt, wie wir spielen werden. Ob mit 1 Sechser, mit 2 Sechsern, ob da immer ein Kimmich da hinten rumdümpelt. Und so weiter und so fort. Wo ein Musiala spielt, wo ein Müller spielt, ob ein Müller spielt, ob vorne ein Stürmer spielt, ein falscher Stürmer, was mit dem Gnabry, was mit dem Sané ist. Und so weiter und so fort. Fakt ist auf jeden Fall, es wird einen Reiz setzen, und zwar einen krassen Reiz. Weil ein Tuchel, wie gesagt, ein Trainer ist, der nicht auf den Namen guckt. Ja, zumindest kam er mir bisher immer so rüber. Ich hoffe, das wird auch bei uns so weiter gehandhabt werden. Ja, es bedeutet, es müssen Spieler jetzt einfach wieder einen Leistungsschub bringen, ja, damit sie überhaupt spielen. Es ist jetzt nicht mehr der Trainer da, der immer sagt, ja, hier, komm, ihr spielt immer. Von daher wird es sehr interessant sein. Ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare hauen. Ich werde da nächste Woche mal drüber fliegen und dann da noch ein bisschen was zu sagen. Ich denke mal, im Laufe der kommenden Woche wird es ja, wenn nicht sogar morgen schon, wird es ja auch eine Pressekonferenz geben. Und sonstige Stimmen zu dem Ganzen, das werde ich mir auch mal angucken. Dann werde ich da vielleicht nochmal ein Video zu machen, wo da mal ein bisschen drauf eingehen und dann gerne auch auf die Kommentare, die ihr so geschrieben habt. Ich weiß, die Meinungen sind da sehr gespalten oder werden sehr gespalten sein. Ich denke, viele sind sogar eher pro Nagelsmann, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Ich persönlich nicht. Ja, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Ich finde den Schritt vollkommen richtig. Ich hätte ihn mir schon vor ein paar Wochen gewünscht. Ja, man hat jetzt gesehen, dass es halt einfach unkonstant geblieben ist und dass viele Spieler nicht mehr hinterm Trainer stehen. Wie gesagt, die Alternative ist dann, viele Spieler wegzuschicken, was du halt so einfach nicht ummünzen kannst. Von daher ist es traurig, aber wahr, dass es dann den Trainer trifft. Ja, aber wie ich gerade schon sagte, Nagelsmann war nie der Nagelsmann, wie man ihn von den anderen Vereinen kannte. Er hat sich komplett verbiegen und reinreden lassen und das geht halt auf Dauer einfach nicht gut. Und ich denke, das wird ein Tuchel nicht tun. Tuchel ist schon dann so, deswegen so der Vergleich mit Van Gaal. Van Gaal war halt auch so, ich bin hier der Mann. Ich bin hier der Coach und es wird das gemacht, was ich sage, ansonsten, nee. Ja, der hat sich hingestellt, damals hat gesagt, Müller und Badstuber spielen immer. Und da war das so. Ja, die kamen beide aus der Jugend und dann war das so. Punkt. Ja, da hat, egal was da für Spieler zu dem Zeitpunkt da waren, welche Stars da waren, das hat ihn einfach nicht gejuckt. Ja, und genau so einen Reiz brauchen wir und so einen Typen brauchen wir. Ich denke auch, dass man
mit dem Tuchel eine Ära starten kann. Ja, also ich sehe das nicht so, dass man sagt, der verbrennt sich irgendwie nach 1, 2 Jahren. Das glaube ich nicht. Aber das werden wir sehen. Na, wenn man die Station durchgeht, ich weiß gar nicht. Bei PSG war er 2 oder 3 Jahre, glaube ich. Ne? Bei Dortmund auch nur 2 Jahre oder 1. Ne, 2 Jahre. 2 Jahre bei Dortmund. Ja, gut, 5 Jahre bei Mainz. Das kannst du ja auch nicht wirklich vergleichen. Gut, bei Paris war er 2 Jahre. Und dann war er 2 Jahre bei Chelsea. Also hat er so eine Halbwertzeit von 2 Jahren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei uns länger gilt. Ja? Und wo man sagen muss, ein Van Gaal hat er dann auch irgendwann sein Zenit erreicht. Ja, ist immer schwierig mit diesen Trainertypen, ne? Aber ich denke, zur jetzigen Zeit ist er der richtige Mann. Ja? Die Mannschaft braucht wieder einen Trainer, der sie nicht nur streichelt, der sie auch in den Arsch tritt und der sagt, wer der Boss ist. Ja, das war halt auch, fand ich schon beim Kovac so ein bisschen so das Thema. Kovac hat das gemacht, hatte aber noch nicht so das Standing, obwohl er ein Profi war und auch viel erreicht hat, auch mit dem FC Bayern, ja. Aber er hatte, ähnlich wie Brazzo, als Sportdirektor nie das Standing. So, ich bin der Trainer, ich habe schon das und das erreicht und hier ist jetzt ist Ruhe, was ich sage, ist Gesetz. Und dann sägt man Müller ab und dann war Tralafitti da, wie kann er sich das erlauben, Blasülz. Also wenn sich da ein Tuchel jetzt hinstellt und sagt, Müller spielt nicht mehr, dann spielt er nicht mehr. Ja? Und dann gibt's da auch kein Aufgeschrei. Ja? Das ist, was ich meine, das ist der Unterschied. Er hat die Champions League mit Chelsea gewonnen. Punkt. Ja, da gibt's nichts zu diskutieren. Und bei Paris hat er Meisterschaft gewonnen, Pokal. Also da gibt's nicht viele Argumente, die man sagen kann, nee, das kann er sich nicht erlauben oder sowas, ne? Und deswegen bin ich der Meinung, jo, ist der richtige Mann. Und wir werden sehen, wie lange er sich hält, wenn er sich nur 1 Jahr hält, was ich persönlich nicht glaube. Was ich auch schade finden würde. Aber klar kann das sein, ja. Wer weiß das schon? Hätten wir beim Nagelsmann auch nicht wirklich gedacht, wenn man ihn auch für 5 Jahre verpflichtet, dass er irgendwie nach 1,5 Jahren weg ist. Wer weiß das schon. Aber was starten wir jetzt beim Tuchel? Wie lange? 30.06.2025. Also genau diese 2 Jahre Haltbarzeit, die er so hat bei den anderen Vereinen. Wie gesagt, ich denke, es kann mehr werden bei uns. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten Trainer. Ja, und wenn er das gut managen kann mit gewissen Spielern, wovon ich ausgehe, und auch vielleicht den einen oder anderen Jugendspieler mit einbindet und so weiter, dann denke ich schon, dass wir einige Jahre mit dem Tuchel Spaß haben können. Ne? Also nicht nur diese 2 Jahre, die da jetzt im Vertrag stehen. Aber ja, es macht Sinn, einen Trainer nicht länger wie 2 Jahre zu verpflichten. Erst recht wie bei einem Verein wie beim FC Bayern. Ja. Wenn es sich irgendwie ein Trainer ist, wie ein Jupp oder so, der zum 3. Mal beim Verein kommt, wo man weiß, was man kriegt. Gut. So, das meine 2 Cents zu dem Trainerbeben bei uns. Ich sehe es gelassen. Ich sehe es auch völlig als gerechtfertigt an. Ich kann Kommentare, die irgendwie sind so, oh ja, voll unfair den Julian gegenüber, das hat er nicht verdient, er hätte eine Chance verdient. Lächerlich, Leute. Dann habt ihr keine Ahnung vom Fußball und schon gar nicht vom FC Bayern. Beim FC Bayern herrscht Leistungsdruck und ein Nagelsmann hat jetzt 1,5 Jahre Zeit gehabt. Und den hat es in 1,5 Jahren nicht hingekriegt, dass wir einen stabilen, konstanten Fußball spielen. Man kann immer mal in Leverkusen verlieren, man kann immer mal in Gladbach verlieren, man kann auch immer mal gegen Augsburg verlieren. Das alles in einer Saison und unter der Prämisse, wie teilweise erbarmungslos schlecht das war. Erinnert euch nur an das Pokalspiel in Gladbach letzte Saison. Das war ein Armutszeugnis. Das Spiel in Villarreal, oder war das Villarreal? Ja, eine Champions League, ne? Leute, das waren schon Auftritte, wo man gesehen hat, die Mannschaft steht nicht hinter dem Trainer. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Weil es kann nicht sein, dass 11 Spieler einen richtigen Scheißtag haben. Das geht nicht. Es kann immer sein, dass 3, 4, 5 Spieler mal wirklich einen schwarzen Tag haben und dann ist der Rest da. Aber das war in diesem Spiel nicht der Fall. Also da waren schon die Alarmzeichen da. Da wurde schon zum ersten Mal versucht, von der Spielerseite, bin ich mir 100% sicher, den Nagelsmann rauszukriegen. Aber da waren die Verantwortlichen noch hart und haben gesagt, komm, wir ziehen das durch, er kriegt seine Chance. Er hat es nicht geschafft, das Ruder rumzureißen.
Das muss man so klar sagen. Und ja, jetzt der Zeitpunkt ist ein bisschen kritisch, obwohl man sagen muss, wir haben 1:2 in Leverkusen verloren mit einer desolaten Leistung. Ja, da muss man halt einfach die Reißleine ziehen. Und dass das so diese ganzen Mainz, Frankfurt, Leverkusen, Gladbach-Fans, Freiburg-Fans, Union Berlin, sonst was, die können das alles nicht nachvollziehen, dass man einen Trainer rauswirft, wenn man in der Champions League souverän weitergeht, im Pokal noch drin ist und nur 1 Punkt hinter Tabellenführer ist und jetzt im nächsten Spiel gegen Tabellenführer spielt. Können viele Menschen nicht nachvollziehen, aber das sind Menschen, die sich mit dem FC Bayern nicht beschäftigen. Ja. Und die auch nicht so die Leistung von Spiel zu Spiel sehen, ja, wie jemand, der sich mit dem Verein beschäftigt. Von daher, für mich persönlich völlig legitim. Ich bin gespannt, wie eure Meinung ist. Haut mir gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. Ich respektiere auch jeden, der das anders sieht, keine Frage. Ich kann nur sagen, für mich persönlich finde ich es die richtige Entscheidung. Der Zeitpunkt, ja, ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen komisch irgendwie, aber vielleicht hat man sich noch mal erhofft, so komm, wir nehmen den Reiz mit für Dortmund. I don't know, es kommen jetzt die entscheidenden Wochen und da haben wir in der letzten Saison halt echt gelost, muss man mal fairerweise so sagen. Und wir waren jetzt auch nicht konstant in der Rückrunde. Guckt euch an, wie konstant die Dortmunder spielen, mal abgesehen von der Champions League, wo sie ein bisschen Pech hatten. Ja, und das muss auch der Anspruch von uns sein, ja. Es waren jetzt keine Übergegner, gegen die wir irgendwie verloren haben in der Bundesliga oder gegen die wir Punkte liegen gelassen haben. Das muss man mal ganz klar so sagen, ja. Und von daher haben wir einfach einen anderen Anspruch. Den hat der Julian Nagelsmann einfach nicht erfüllt in seiner kompletten Zeit, in der er da war. Klammern wir vielleicht mal die 10 Spiele in der Hinrunde aus, wo wir echt einen guten Fußball gespielt haben, wo man das Gefühl hatte, auch die Spieler spielen für den Trainer. Warum es dann so einen Knacks gab, ich denke, es hat schon einen Knacks gegeben, wo er seine Frau verlassen hat und mit der komischen Reporterin da zusammengegangen ist. Ich glaube, das war schon eine Sache, die in der Mannschaft irgendwie fragwürdig kam und ich glaube, da hat es schon einen richtigen Knacks gegeben. Aber auch das sind nur Mutmaßungen meinerseits. Das wissen wir alle nicht, aber ich denke, das kam schon nicht so geil an. Und dann so die eine oder andere Aussage, aber wie gesagt, Thema abgehakt. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Zukunft, auf den Thomas Tuchel. Ich freue mich auf den Tuchel, ich mag ihn. Er ist genau der Typ Arschloch, den ich mag. Ja, ein bisschen arrogant, ein bisschen selbstverliebt, aber immer der Typ, der sagt, was Phase ist, der nicht rumeiert, und der eine Vorstellung hat und die auf den Platz bringt und die durchsetzt, egal was da ist. Ja, ich hoffe, ja, ich meine, er hat Erfahrung bei Paris und Chelsea gesammelt. Er sollte das kennen. Ich hoffe, er wird sich nicht verändern und wird dieser Typ Trainer auch bei uns sein. Dann bin ich sehr, sehr frohen Mutes, was die Zukunft bei uns anbelangt. Und ich bin sehr gespannt auf die kommenden Spiele, Leute. Wir sehen mal neue Impulse. Wir sehen vielleicht nicht mehr 300 Spiele in Kimmich auf der 6, vielleicht mal auf der 8, wer weiß. Oder vielleicht auch mal draußen, wenn er keine Leistung bringt, wer weiß. Und vielleicht schießt mal jemand anders die Ecken bei uns jetzt. Oh, kriegen wir da vielleicht ein bisschen, oder mal einen Freistoß. Vielleicht darf der Sané mal einen Freistoß schießen. Stellt euch das mal vor. Das wäre ja eine Weltpremiere nach 1,5 Jahren Nagelsmann. So, mit Spott, wer den Schaden hat, muss nicht für den Spott sorgen, oder wie heißt das? Oder umgekehrt, ihr wisst, was ich meine. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich auf das Spiel gegen Dortmund, jetzt nochmal unter noch einen Gesichtspunkt mehr. Ich bin hyped, Hypebock Angriff, freue mich drauf. Ich freue mich auf eure Kommentare, haut's mir gerne rein. Wie gesagt, ich werde, wenn es ein paar mehr Kommentare werden, da nochmal ein Video zu machen, anstatt jeden Kommentar einzeln zu beantworten. Dann werdet ihr nur ein Herzchen bekommen und dann wisst ihr, ich habe den gelesen und dann mache ich da nochmal ein Video zu, wo ich dann auf die Kommentare drauf eingehe. Das ist einfacher. In diesem Sinne, tschüssi.